Ey, ich krieg gleich hier den Ausraster meines Lebens. Vor allen Dingen, weil das neue Trikot bzw. das Auswärtstrikot jetzt so lange auf sich warten lässt. Und dann gehe ich hier in den Fanshop rein, den Online-Fanshop, und dann sehe ich hier, ich muss dir das einfach mal schicken. Ey, die wollen doch nicht etwa diesen Bitch-Move machen. Die wollen doch nicht etwa in den Farben der Pillen auflaufen. Nach so einer Saison, wo die sich doppelt und dreifach gefreut haben, laufen wir... Guck es dir einfach an, das sieht original aus wie deren Heimtrikot. Ich meine, das sind die Trainingsklamotten, okay? Noch ist es nicht so weit. Aber ich befürchte da was. Die sagen, es ist Anthrazit. Ja, Anthrazit. Das sieht voll aus wie schwarz. Namen Leo, ach, mach dir mal keinen Kopf, du. Die werden schon nicht so bescheuert sein und irgendwas von der komischen Rheinseite daneben. Nee, da wird was Vernünftiges kommen. Ich muss ein Video machen. 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 Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Freunde, es hat mich in den Fingern gejuckt. Erwartet nicht, dass es ständig so viele Videos gibt. Ich hatte eigentlich vor, wo ich den Kanal gestartet hatte, ungefähr so maximal 2 Videos in der Woche zu produzieren. Allerdings, die Aktualität, wie schon im letzten Video gesagt, die hat mich dann doch dazu bewogen, jetzt dann doch so schnell wie möglich etwas rauszuhauen. Zu dem Thema, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich auch schon im letzten Video gesagt, meine Leidenschaft, Trikots. Der 1. FC Köln hat sein neues Auswärtstrikot präsentiert. Das war am Mittwoch. Und was soll ich euch sagen, Leute? Ich bin erleichtert. Denn ich habe was befürchtet gehabt. Ich habe da wirklich seit Wochen was befürchtet gehabt. Jedes Mal, wenn ich in den Online-Shop einen Blick reingeworfen habe, dann dachte ich mir, die werden doch nicht etwa, weil die Art und Weise, wie sie es beweihräuchert haben, das hat mich irgendwie stutzig gemacht. Schaut euch doch mal kurz mit mir zusammen, Datei finde ich jetzt gleich, schaut euch doch mal zusammen mit mir die Trainingsklamotten an. Wisst ihr, Leute, die sagen zwar, das sei Anthrazit, aber, liebe Freunde, für mich ist das nicht Anthrazit, das ist schwarz. Für mich sind diese ganzen Elemente auf diesen Klamotten, die wir da haben, schwarz. Und da frage ich mich ehrlich gesagt, lieber 1. FC Köln, schämt ihr euch für unsere Vereinsfarben? Es gibt immer weniger Klamotten in unseren Vereinsfarben, immer mehr schwarz. Dann haben wir auch irgendwie neuerdings eine blaue Steppjacke dabei und so weiter und so fort. Da hatte ich schon Angst. Weil glaubt mir Leute, wenn wir tatsächlich das Auswärtstrikot, das in der Regel so oder so rot ist, wenn wir das in den Farben rausgebracht hätten, wir hätten uns das ganze Jahr lang noch mehr Scheiße anhören müssen. Das ganze Jahr lang hätte es gesagt, wollt ihr was vom Meisterkuchen abhaben? Ja, ihr wisst schon, aus welcher Ecke das gekommen wäre. Aus der Ecke von denen, deren Namen nicht genannt wird, die Lord Voldemorts des deutschen Fußballs. Von daher, ich weiß nur, als ich dann die FC-App geöffnet habe, überglücklich. Nicht nur, dass es komplett rot mit weißen Elementen ist, der FC hat wirklich diesmal einen rausgehauen und sich was getraut. Liebe Freunde, seht euch das doch mal an. Das ist tatsächlich eine Hommage an das Trikot, das ich hier gerade anhabe. Es ist ein Strahlentrikot. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, könnt ihr euch mal was Neues einfallen lassen. Aber wie oft hatten wir denn schon ein Strahlentrikot? 2, 3 Saisons maximal oder so. Vor allen Dingen in einer roten Version von dem Strahlentrikot, das ich hier anhabe,
haben wir unser letztes DFB-Pokalfinale gespielt. Und deswegen, das ist ja trotzdem immer noch eine schöne Erinnerung. Damals gab es die erste Mitgliederexplosion beim FC. Und von daher, das ist ein super beliebtes Trikot. Und toll, dass sie einfach da so ein bisschen sich davor verneigt haben mit diesem Trikot. Jedenfalls, ich finde es auf jeden Fall richtig schön. Da kann man natürlich sagen, da scheiden sich die Geister. Ich weiß, dass einige da sagen zum Beispiel, das sieht aus wie von einer Dartmannschaft oder sowas in der Richtung. Das Problem ist, wann auch immer ich in der Kneipe war, wo Dart gespielt wurde und da Dartmannschaften aufgetaucht sind, dann dachte ich mir, wären doch nur unsere Trikots so mutig wie das da. Also ich mag es ausgeflippt, ich mag es ausgefallen. Wisst ihr, Leute, ich muss mir nochmal ansehen, weil es ist wirklich ein Genuss. Es ist ein Genuss, sich das anzusehen. Mir gefällt das wirklich sehr gut. Mir gefällt es wirklich, es ist wirklich ein verdammt gutes Trikot. Da fällt es mir auch schwer, da großartig noch darauf einzugehen. Fakt ist, guckt doch mal dieses kleine Detail, das sich zu dem hier unterscheidet, mal an, liebe Freunde. Die Strahlen gehen nämlich diesmal vom FC-Wappen aus. Und das ist so eine kleine Symbolik. Da ist eine kleine Symbolik versteckt darin, finde ich. Und zwar, dass der FC nach wie vor seine Strahlkraft nicht verloren hat. Dass sie immer noch vorhanden ist. Das ist ein Statement. Und das ist wirklich mal ein cooles Statement-Trikot, mit dem ich mich absolut identifizieren kann. Auch hier, wenn man so ein bisschen einen genaueren Blick drauf wirft, sieht man auch einen weißen Streifen an den Hüften. Klar, diese Sneaky-Sachen, da sage ich immer, das bemerken nur Minderheiten. Aber trotzdem, gut eingearbeitet, harmoniert, meiner Meinung nach. Ich habe nur einen einzigen Wermutstropfen bei diesem Trikot. Und dieser Wermutstropfen ist, ich finde, diese Strahlen, die wir hier drauf sehen, die hätten ruhig, ich sag mal, spitz verlaufen können. So am Ende des Strahls so eine Spitze bilden können, weil so sieht das ein bisschen abgehakt und unfertig aus, meiner Meinung nach. Also so, dass der Rewe-Sponsorenvlog, es ist ein bisschen so, es wirkt, als hätte er diese Ausstrahlung des Trikots gestört. Das ist natürlich, liebe Freunde, wenn ihr euch mein Strahlentrikot mal genauer anseht, das ist ja natürlich auch hier der Fall, ne? Sogar etwas weniger elegant an der Stelle. Hier gibt es ja auch die eine oder andere etwas unelegantere Unterbrechung. Von daher kann man jetzt auch nicht behaupten, das Trikot hätte was falsch gemacht. Das Trikot wäre irgendwie, wie soll ich sagen, unkonsequent in seinem Design. Das kann man nicht sagen, wenn man das halt dann hiermit vergleicht und das hier halt eine Hommage daran ist. Und ich persönlich bin mega zufrieden, einfach weil ich halt auch mal wieder irgendwie mir Sorgen gemacht hatte, die halt Gott sei Dank unberechtigt waren. Gott sei Dank waren diese Sorgen unberechtigt. Es ist schlicht und ergreifend ein gutes Trikot. Und auch mal wieder hier, wie schon im letzten Video gesagt, Gott sei Dank im Kragen kein Statement oder sowas, kein spürbar Anlass. 1. FC Köln 1948 und unser Wappen in einer transparenten Version. Hier muss ich sagen, diesmal hat Hummel mich wirklich mal umgehauen. Klar, ist sicherlich nicht eins dieser Trikots, wo man sagen könnte, ist eins der besten aller Zeiten. Ich sage aber, seitdem Hummel unser Ausrüster ist das meiner Meinung nach das beste rote Trikot, das sie rausgebracht haben. Meiner Meinung nach ist das beste rote Trikot, das sie rausgebracht haben. Einfach weil es so gewagt ist. Es ist auffällig. Wisst ihr, Leute, schlicht ist hin und wieder mal gut, aber der FC ist auch ein fröhlicher, ein ausgefallener Verein, ein verrückter Verein. Und das repräsentiert das gut, diese Fröhlichkeit. Wenn du zum FC gehst, dann hast du einfach einen super Tag, egal wie wir spielen. Zumindest, wenn du wirklich das Ganze auf dich wirken lässt und den ganzen anderen Kram mit Vorglühen und mit Freunden abhängen und Hymne singen und so weiter mitmachst. Das ist einfach, beim FC ist nonstop Karneval. Ich bin mega zufrieden. Ich finde, es gibt kaum was zu beanstanden. Das ist ein gutes Trikot. Es ist einfach ein gutes Trikot. Und da finde ich es schade, dass da einige dachten, sie könnten jetzt einen reißen,
indem sie hier solche Sachen im Internet posten. Erinnert an die Flagge der kaiserlichen japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Ey, Digga, halt's Maul. Halt einfach dein Maul. Weißt du, ja, gib diesem Mann den deutschen Comedy-Preis. Gib diesem Mann den deutschen Comedy-Preis. Weißt du, du bist so witzig. Es gab Beerdigungen, da habe ich mehr gelacht. Aber ich weiß auch, aus welcher Ecke das kommt. Das sind die Leute, die sich gegen einen Ausbau des Geisbockheims vehement wehren, weil man da eventuell eine Ameise töten könnte oder ein paar Fliegen, die gerade dabei sind, einen Haufen Hundescheiße zu verzehren. Deswegen braucht man auch nicht ernst nehmen an der Stelle. Ein Detail, das ich auch schon im letzten Video vergessen hatte zu erwähnen. Wir haben neue Rückennummern, ein neues Rückennummer-Design. Diesmal sind die Rückennummer etwas mehr so in your face, etwas fetter. Deswegen, also erstens finde ich es ganz gut, es ist ganz okay. Vor allen Dingen für die Leute, die zum Beispiel keinen Spieler drauf machen, sondern einfach nur eine Nummer 12. Da fällt das dann natürlich noch mehr auf. Ja, schade, dass wir aktuell keine Nummer 10 haben, aber naja, ihr wisst ja, wie dieses Agreement mit Poldi so ist. Finde ich cool. Auch wieder so schön auffällig. Einfach wie so eine Bombe schlagen diese Rückennummern ein. Gut. Ich denke mal, an der Stelle können wir doch mal zu der Bewertung kommen. Habe ich noch irgendein Detail vergessen, was ich noch erwähnen wollte? Nee, also, ganz einfache Geschichte. Ein gutes Trikot verdient auch eine gute Note. Einfach weil man sich Gedanken gemacht hat, einfach weil man wirklich mal bemüht hatte, die Geschmäcker zu befriedigen, weil man wirklich mal ein deutlich besseres Auswärtstrikot geboten hat, weil man auch, Gott sei Dank, wie schon gesagt, erleichtert bin ich dann an der Stelle. Ich würde sagen, eine 2 als Note wird gerecht. Ja, doch, ich gebe dem Ganzen eine 2. Das ist dann weder Richtung 1 noch weder Richtung 3. Das ist einfach ein gutes Trikot. Es ist einfach gut. Man hat nicht viel falsch gemacht. Ein paar Kleinigkeiten hätte ich vielleicht an der Stelle verbessert. Ist ja schon erwähnt. Und von daher, ich denke, mit einer 2 bin ich doch relativ gerecht gewesen in meiner Bewertung. Ohne dass ich mir irgendeine Relevanz einrede. Aber ich bin nun mal Konsument dieser Trikots. Ist einfach so. Ich kaufe das ja. Ich gebe ja dafür mein Geld aus. Natürlich, wie schon erwähnt, wegen meines Serbien-Urlaubs ab Ende August muss ich ein bisschen mit dem Geld aufpassen. Das wird ein Trikot sein, da warte ich 5 bis 10 Spieltage ab, wer sich so herauskristallisiert von den Spielern, weil die meisten, vor allen Dingen von denen, die die Verträge angepasst und verlängert haben, von denen habe ich schon ein Trikot. Und ja, reicht ja schon, dass ich von Florian Kainz 2 Trikots habe. Ja, ist halt mein Lieblingsspieler. ist halt so. Ist halt so. Aber naja, zu der Kapitänsfrage kommen wir vielleicht mal ein andermal. Deswegen, ich muss warten, bis es sich ein paar Trikotkandidaten herauskristallisieren. Aber ihr habt ja nochmal gesehen, hier wirft nochmal ein Blick drauf. Ich habe eine Tendenz. Ich warte nur ab, ob er in den nächsten kommenden 5 bis 10 Pflichtspieltagen das eine oder andere Tor macht. Ja. Gut, liebe Freunde, das war's dann auch für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Noch einmal, war schön, mal wieder ein bisschen mit euch darüber zu schnacken. Und dann würde ich mal sagen, an der Stelle, liebe Freunde, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.